Hallo, dit is de video für heute. Wir haben diese Worte noch. Are, am, is. Sie sind alle das Verb to be, sein. Okay, auf Englisch nennt man ein Verb mit to. Man nennt dies Infinitive. Auf Deutsch sein oder sprechen, das würde auf Englisch sein to speak. To be, okay, das Verb heißt to be. Und am, ich will, dass du auf das Blatt, die Zeit oder das Blatt 1.3 schreiben, Verben to be, sein. Und dann hier ein bisschen nach hier. I am, ich bin, you are, du bist, he, she oder it, sie oder es, is, ist, be, am, are, is. Okay, du hast nur ein Verb. Okay, und du wirst brauchen noch ein Stück Papier mit der Nummer 1.11. Und da oben, ich will, dass du schreibst our talk writing. Our talk writing. Dies ist das System, das ich benutzen werde für das Schreiben, für den Ton. AKA, auch gekannt als AR, Our Talk Writing. Und später werden wir etwas mit dies machen. Okay, und jetzt, meine Freundin, wenn du übst mit zum Beispiel mit deinem Mann, ich brauche, dass du denkst auf Englisch. Mein Name ist, das ist nicht Deutsch, mein Name ist Mary. Nein, auf Deutsch sagt man, ich heiße Mary. Aber auf Englisch, nein. Mein Name ist Frank. Und auch, wie geht es dir? How are you? Man sagt auf Englisch, denkt man, wie bist du? Ich bin gut. I am good. So denkt man auf Englisch. Es ist anders. Und hier kommt der Spaß für mich. Mit jeder Sprache muss man anders denken. Und auch du könntest Spaß machen mit dem Schauspielen. Okay, bis morgen.